Den Sushi-Reis machen ist nicht so einfach. Und in diesem Video gebe ich euch 6 Tricks, die ihr unbedingt machen müsst, für dass ihr Sushi-Reis auch sicher etwas gibt. Mein Name ist Boris und willkommen beim Sushi TV. Alles. Es ist wichtig, überhaupt Sushi-Reis zu holen, für Sushi zu machen. Für was? Weil der Sushi-Reis an sich wie ein Schwamm funktioniert. Natürlich nur im Kochen. Kochen selber ist eigentlich die Textur vom Reis. Und dann machen wir ein Vinaigrette, die über den Reis geschüttet wird, währenddem der Reis noch warm ist. Und wenn der Reis dann aufkühlt, muss der Reis die Vinaigrette absorbieren können. Und dafür ist es wichtig, Sushi-Reis zu holen. Da könnt ihr auch Risotto-Reis holen, aber hier ist die Kuhspeisenhand um den Reis viel dick und die Vinaigrette zieht gar nicht so gut und so schnell an, wie wenn ihr Sushi-Reis holen. Der Sushi-Reis, jeder Koch muss immer gut gewaschen gehen. Das heißt, waschen ist, der holt ihn an eine große Schüssel, kalt oder wodelig Wasser drauf machen und dann sieht ihr, dass das Wasser schon direkt drauf geht. Und das ist die Stärke, die rauszieht. Die Stärke, die muss so viel wie möglich bis bald ganz raus aus dem gespült gehen aus dem Reis, weil die Stärke hat ein bitteres Gut und wenn da zu viel Stärke am Reis dran lässt, dann wird der Reis so paschig, dass er dann auch in die Wäsche gehen. Wenn der Reis also spült, ob man 10 Mal Wasser dran und ausschütten, für das er sicher sieht, dass ein Maximum von Stärke aus dem Reis rausgespült ist. Weil das nicht oft macht, weil das besser ist. Mit dem Minimum als 10 Mal. Vielleicht meinen, dass wir noch ein Passfit holen, für das Wasser durchlaufen zu lassen auf den Reis. Das Problem dabei ist also, dass das Wasser nicht überall und den ganzen Reis drückt und der Reis dann eben noch auf verschiedenen Stellen zu viel stärker wird wie auf anderen Plätzen. Aufgepasst beim Nummer 3. Wenn ihr den Reis nur im Kochen aus dem Dippen holt und dann ist es extrem paschig, dann, und er sieht sicher, dass er genug gespült hat, also genug ausgewaschen hat, dass die Stärke fort ist, dann hat er viel zu viel Wasser geholt, für den Reis zu kochen. Für die Risotto-Reis zu kochen, braucht er für ein Glas Reis 2 Gläser Wasser. Für den Sushi-Reis zu kochen, braucht er für ein Glas Reis 1,25 Glas Wasser. Also viel mehr Wasser wie beim Risotto-Reis und da machen viele Leute Fehler, dass sie zu viel Wasser holen und da könnte der Reis extrem paschig Reis, auch von der 20 Mal gewaschen wird. Tipp Nummer 4. Wenn das Vinaigrette über den Reis schüttet, muss erstens der Reis noch warm sein, wenn das Vinaigrette drauf kommt, für das der Reis auch das Vinaigrette kann absorbieren. Wo viele Leute Fehler machen, dass wenn das Vinaigrette drauf geschüttet wird und sie schütten es zu viel drauf. An dem Moment sammelt sich die ganze Vinaigrette innen an der Schüssel und dann hast die Reis innen, die kann die ganze Vinaigrette nicht mehr absorbieren. Und was da geschieht, er wird extrem breiig innen, oben ist er gut und die andere hält sich innen als einfach breiig. Das ist aber im Moment noch nicht zu spät, was ihr noch könnt machen, dass ihr könnt einfach die Schüssel holen und dann die Vinaigrette viel zu viel ist, einfach rausschütten. Hier gibt es doch zum Beispiel als praktisches, was den Hangiri heißt. Das ist einfach eine große Schüssel und da ist nämlich so, wenn der Reis dran hat, dass der Reis schon viel mehr ausgelöscht überall und das nicht so gedreht, wie wenn der eine Schüssel macht. Und wenn der Vinaigrette drauf schüttet, all die ganze Vinaigrette, die zu viel ist, wird vom Holz absorbiert. Den Link zu dem Hangiri ging ich euch innen in der Videobeschreibung. Die, wo wir das schon mitgemacht haben, wissen schon, wo die Link hier feiert. Wenn er Reis bis gekocht hat an der Vinaigrette drauf ist auf eurem Reis, dann ist es wichtig, ein Tuch über den Reis zu legen. Das macht er am Anfang für zu verhindern, dass der Reis ausdrückend, das heißt durch die ganze Hitze, verdunst der Vinaigrette, aber da geschieht nur 2 Stunden, wenn der Reis aufgekühlt ist, hat er absolut gut Gut mehr. Also wichtig ist es, den Reis aufzudecken mit einem Tuch und zu warten, bis er so ganz kalt ist und ihn dann direkt verschaffen. Und als letzten Trick gebe ich euch nach Roden den Reis an Plastikfolie anzuwickeln. Plastikfolie nenne ich von Frischhaltefolie. Die braucht ihr einfach nur auszubreden. Der holt euren Reis und schüttet ihn direkt drauf. Was wichtig ist, dass er aber nachdem er gekocht ist und der Vinaigrette drauf ist, dass er einfach 5 Minuten wartet. Dafür ist es wichtig, Tuch drüber zu machen, 5 Minuten zu warten und dann nach den 5 Minuten den Reis zu holen, auf den Plastik drauf zu machen und dann einfach gut fest
zo zu machen, dass das Maximum von Luft einfach raus ist. Was da geschieht, also am Anfang, dass das Vinaigrette nicht mehr verdunst, mit Banden am Anfang angeschlossen wird, an der Reis wird wirklich Zeit, die ganze Vinaigrette zu absorbieren, aber dann sicher ist, wenn der Reis mit ist gemacht wird, oder so guten Tag für drin Oves, wenn der dann Oves rausholt, für Sushi zu machen, dann wird den super gut an das gut Müll an Anfang die Vinaigrette ist richtig nach an der Reis draufkommt, an der Reisgut ist einfach perfekt. So, ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch, für alle guten Ideen, die Sushi daheim machen. Nicht vergessen, als Internet sieht sushikur.lu, wenn ihr gerne wollt, einen Sushi-Kur machen, kollektiv, privat oder Firma. Wenn ihr dieses Video gerne habt, lasst einen Daumen nach oben da und nicht vergessen, hier unten ist noch das Knöpfchen fürs Abonnieren. Da neben drin, da oder da, eigentlich da neben drin, sind noch andere Videos, wo ihr könnt anklicken. Und dann sage ich merci und bis geschwind. Ciao!